Guten Morgen, Fran. Guten Morgen. Habt ihr knusperfrische Fleischkringel Hab keine gebacken? Zeit fürs Frühstück, sonst komme ich zu spät zur Arbeit. Du brauchst heute nicht zur Arbeit. Oh. Was? Du brauchst heute nicht zur Arbeit. Ist doch nicht wahr. Darf ich fragen, wieso nicht? Naja, weil du doch am Wochenende frei hast. Ja, weiß ich ja doch. Ich kann es nicht oft genug hören. Könnte ich 1000-mal hören. Komm, ich spiele das Ganze noch mal von vorher. Guten Morgen, Fran. Ich habe keine Zeit für solche Spielchen. Muss 1000 Sachen an dem Wochenende erledigen. Ich auch, 1.000.000 Sachen. Hab einen voll obersportlichen Stundenplan rund um die Uhr. Muss fit bleiben, Radfahren, etwas Fußball, Tennis, 1-2 Partien Golf. Am besten fange ich gleich an damit. Nun geht's weiter mit einem spannenden Bericht von der Rennradmeisterschaft. Wir Das aber nicht Geht's einen steilen Berg rauf, muss was zur Stärkung haben. Lass die Fleischkringel rüberwachsen. Guten Morgen wünsche ich allen Morgen, zusammen. Oma. Mutter, du siehst ja fantastisch aus. Dieses Kleid ist wirklich ganz zauberhaft. Findest du nicht auch, dass sie umwerfend aussieht? Ja, umwerfen, mir fehlen glatt die Wörter. Damit kannst du mich nicht die Bohne ärgern, weil heute nämlich ein besonderer Tag für deine Schwiegermutter ist, Fettbacke. Und niemand kann mir mit irgendwas meine oberfröhliche Laune vermiesen. Nicht mal du dümmlicher aufgeblasener Mehlwurm. Besonderer Mutter, Tag, warum? Weil die Motten in deinen Klamotten Hochzeit feiern? weil sie und ihre Schulfreundinnen ihr 60-jähriges Klassentreffen haben. Und weißt du, was mich am meisten freut? Ich muss dich nicht ein ganzes Wochenende um mich haben, Fettbacke. Aber ich freue mich noch viel mehr, denn du gehst mir das Wochenende nicht auf die Schuppen. Und wie kommst du denn dahin? Schicken die ein Taxi oder willst du auf dem Stuhl dahin rollen? Weißt du, Earl, genau das wollte ich gerade mit dir besprechen. Um mit dem Taxi zu fahren, ist es viel zu weit. Und ich habe heute so viel um die Ohren, ich kann sie unmöglich zum Klassentreffen fahren. Aber da du ja das ganze Wochenende frei hast, dachte ich, du könntest sie vielleicht... Ist doch nicht wahr. Da hören ja die Tropfsteinhöhlen auf zu tropfen, kommt überhaupt nicht in Frage und das ist mein oberletztes Wort. Ja. Du fährst viel zu schnell, Mann. Du fährst viel zu schnell. Fahr langsam. Hab keine Lust, an irgendeinem Baum zu landen. Würdest du mich erstmal aus unserer Einfahrt rausfahren lassen? Nicht zu fassen. Bin da. Wer noch? Hältst du das wirklich für eine gute Idee, Mama? Ich meine, Papa und Oma in der Seifenschachtel volle 6 Stunden? Wenn die nicht dauernd die Fenster runterkurbeln, kriegen die ja kaum Luft. Die werden das schon überstehen. Auf jeden Fall haben wir heute viele wichtige Dinge zu erledigen. Ja, stimmt. Mini und ich, wir wollen Rollschuh laufen zum Strand runter. Und ich will mit der Klasse Autos waschen und Kohle machen. Und ich muss auf dem Boden rumkrabbeln und was da rumliegt, stopfe ich mir in den Mund. Also, Mama, bis dann muss ich beeilen. Ihr könnt nicht weg. Ihr werdet schön hier bleiben. Denn ich habe euren Vater weggeschickt, weil ich heute etwas ganz Bestimmtes vorhabe. Du willst was kaufen und er soll's nicht wissen. Nein, euer Vater hat nächsten Monat Geburtstag. Und ich hielt es für eine fabelhafte Idee, wenn wir ihm ein Foto von seiner geliebten Familie schenken. Als Geburtstagsüberraschung von uns allen. Klasse, es gibt was geschenkt. Was bekomme ich denn? Wenn ihr einmal etwas Besonderes für euren Vater tut, dann ist das für euch auch so etwas wie ein Geschenk. Soll das ein Witz sein oder was? Nein, wir werden uns jetzt was Nettes anziehen. Der Fotograf muss jeden Moment kommen. Kannst du vergessen, da ist ein neuer Bademeister am Strand. Wir zischen dauernd dicht an ihm vorbei und verstecken uns dann vor ihm. Ich kann Mini nicht absagen. Und ich muss zum Wagen waschen. Ich habe mit den anderen ausgemacht, ich verpasse den Mädchen dabei so ganz zufällig eine Ladung Wasser. Total witzig. Wir finden's komisch. Ja. Nein, tut mir leid. Nach allem, was euer Vater für uns getan hat, ist so ein Familienfoto wohl das Mindeste, was er von uns erwarten kann. Ich finde, das ist noch weniger als überhaupt nichts. Und dann können wir es doch gleich lassen. Genau. Nein, wir lassen uns fotografieren. Schluss. Ihr zwei marschiert jetzt drauf und zieht euch eure allerbesten Sachen an. Nein, ich will nicht das bescheuerte Wolljackett anziehen. Und ich nicht die idiotische Bluse mit den doofen Ärmeln. Bloß nicht wieder den oberblöden Matrosenanzug. Ah. Bla 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 bla. Bind der lila Strippe um den Eichenbaum. Ich war 12 Jahre weg. Bin ich noch dein Traum? Ist doch nicht wahr, das alte Eine Lied. lila Strippe dran am Eichenbaum. Bleib ich drin im Bus, mit dem Schmuss ist Schluss. Der Traum ist bloß noch Schaum. Es keine lila Strippe
dran am Eisenbaum. Und das war das Ende vom Lied. Wunderprächtig. Da kommen noch ein paar Strophen. Stimmt nicht, Doch, Irrtum. noch ein paar Strophen. Das Radio ist im Eimer. Ist nicht im Eimer. Ist doch im Eimer. Ist es nicht? Was machst du denn da? Und wenn du nicht die Klappe hältst, dann segelst du als nächstes zum Fenster raus. Los, her mit dem Stock, du Obergiftnudel. Was Her fällt dir ein, damit. so mit einer Her wehrlosen damit. alten Frau Her umzuspringen? damit. Pass auf, wo du hinfährst. Oh Mann, das war mächtig dicht. Viel zu dicht. Du Oberidiot, du bist wohl besoffen. So, mir reicht's. Hör mir mal zu, Ekel. Wir zwei hocken hier in diesem Wagen noch ein ganzes Weilchen zusammen. Und das Allervernünftigste, was wir zwei jetzt tun können, ist erstmal klare Verhältnisse schaffen. Ich hasse dich. Was? Ich hasse es, mit dir irgendwie verwandt zu sein. Und ich hasse es, dich stundenlang zu deiner saurierdämlichen Klassenfete zu kutschieren. Hör mal, ich hab dich nicht darum gebeten. Ich sitz bloß aus einem Grund hier im Wagen und starr dabei stundenlang auf dein fettes, freistes, potthässliches Genick, weil das Klassentreffen sehr wichtig für mich ist. Da treffe ich meine ältesten und besten Freundinnen. Sie sind meine wirkliche Familie. Das sind wenigstens Leute, die mich lieben. Ach wirklich? Warum quartierst du dich nicht bei denen ein? Vielleicht mache ich's. Meine alten Freundinnen Dorothea, Blanche und Rosi wollten schon vor vielen Jahren, dass ich zu ihnen umziehe. Und ich bin fast so weit, dass ich's auch mache. Dann werde ich dich doch mit Obervollgas sofort bei denen abladen. Oh, da kommt Freude auf, wenn ich mir vorstelle, dass ich vielleicht allein wieder zurückfahren kann. Die Klappe darfst du halten. Winterlina Ströppe um den Eisenbaum. Ich höre einfach nicht mehr hin. Ich höre einfach nicht mehr hin oder ich schmeiß sie raus. Ich höre einfach nicht mehr hin oder ich schmeiß sie raus. Ich höre einfach nicht mehr hin. Mein Angebot von prachtvollen Hintergründen ist von niemandem zu überbieten. Dieser ist überaus beliebt. Das Volksfest auf dem Lande. Bitte sehr. Ja. Recht nett. Ist sowas nicht etwas zu unruhig? Will 5 Fleischwaffeln am Achterbahn fahren, damit mir übel wird. Was für ein aufgewecktes kleines Plappermaul. Dann mach ich Hier, mein noch Kleiner. Nicht auffuttern. Ist bloß fürs Foto. Ach, hey. Will mehr! Gib mir noch mehr fürs Foto! Du liebes bisschen. Ah, da seid ihr ja. Oh, und wie erwachsen ihr beiden ausseht. Quatsch! Ich sehe damit aus wie eine Vierjährige. Und mein Jackett ist mir reichlich knapp geworden. Das finde ich nicht. Sieht richtig fein damit aus. Naja. Und so, meine Finger werden davon ganz taub. Was? Hab was gefunden. Ja, hier haben wir den passenden Hintergrund für die Sinclair-Familie. Wochenend am Badestrand. Das gibt's nicht. Sie sollten schon mal Ihr Sonnenöl auspacken. Ja. Also ich weiß nicht so recht. Das wird ein Bild von einem Bild. Also dann gleich geht's los. Du wolltest doch zum Strand. Ja, das wird das Familienfoto. Entschuldigen Sie mal, aber wieso stehe ich im Wolljackett am Strand rum? Hör zu, ich verstehe sowieso immer noch nicht. Wieso müssen wir dieses dämliche Familienfoto überhaupt machen? Wir tun es, weil das Foto eurem Vater zeigen soll, wie lieb wir uns haben. Ja! Meinst du, wir sollen ihm zeigen, wie sehr wir uns sonst alle lieb haben? Oder das so überwältigende Gefühl, das jetzt hier die Luft zum Qualmen bringt? Ach, halt die Klappe, machen wir das Foto, damit wir es Du hinter hältst uns die haben. Klappe mit deinem Meine Klappe, weil ich es will. Und jetzt alle schön dicht zusammen und nicht bewegen. Und wir sagen Kekse. Ja, will ich haben! Die Fleischkekse haben, sofort! Ah, das ist für mich, das ist für mich. Ich geh Du schon kommst sofort hierher. Mach schon, will Fleischkekse! Du musst sie mir Hol holen! sie dir gefälligst selbst. Aua! Gib mir die Schaufel, Robby. Du hörst sofort damit auf. Hat mir das Ding mitten ins Gesicht Augenblick mal, geknallt. es ist für dich gewesen, Robby. Ein Märchen? Hab ich gesagt, du wärst am Strand? Du gesagt, du bist doch nicht ganz dick. Robby, lass mich Ich hab dir ja gesagt, du hättest schon vor 5 Kilometern abbiegen müssen. Wir haben uns verfahren. Schwachsinn, wir Ja. haben uns nicht verfahren. Na dann guck mal auf die Karte. Wo wir sind, ist bloß Wüste, kein bisschen Zivilisation. Wir sind durch die geheimnisvolle Schlucht gefahren, über den Fluss des großen Jammers. Und nun fahren wir mitten durch das Tal des, wir fahren mitten durch das Tal der, Sumpfmotten. Was? Sumpfmotten. Deine Brille muss eine Beule haben. Lass mich mal sehen. Das Tal der Sumpfmotten. Na, hier sind wir. Und das ist nicht das Tal der Sumpfmotten. Das hier ist das Tal der Sumpfmonster. Der Sumpfmonster. Und was liest die? Sumpfmotten. Siehst du etwa
Irgendwelche Sumpfmotten da draußen? Nein, Oder nur Sumpfmonster? ein tintenschwarzes 0,0 gar nichts. Vielleicht kehren wir lieber um. Gute Idee. Ja. Ja. Guten Abend, Monster. Ethel, unsere Lage ist oberbelämmert. Ja. Aber wir kommen da durch, wenn wir ganz ruhig bleiben und zusammenhalten. Nimm sie! Nimm ihn, an dem ist viel mehr Fleisch dran. Er will, dass du das Fenster runterkurbelst. Sag mal, du spinnst wohl. Der macht Appetithäppchen aus uns. Rühr bloß nicht die Fensterkurbel an, Ethel. Hallochen. Hallöchen. Was ist mit dem? Fehlt dem irgendwas? Ihm fehlt eine Menge, besonders im Kopf. Haben Sie sich verfahren? Soll ich Ihnen den Weg zeigen? Stimmt, die Fettbacke da hat die falsche Abzweigung genommen. Wir wollten eigentlich auf die P7. Auweia. Wissen Sie, da sind Sie völlig falsch. Sie müssen ungefähr 50 Kilometer zurück. Augenblick mal. Der beste Weg für Sie wäre... fahren Sie mal genauso zurück, wie Sie gekommen sind. Dann rechts abbiegen bei der Waffelbäckerei. Dann wieder links an der dritten Ampel. Können Sie gar nicht verfehlen. Oh, haben Sie vielen Dank. Ist mir eine Freude gewesen. Meinen Sie, der wird wieder? Ja, dem ist übel vom Autofahren. Na bestens. Ich wünsche gute Besserung und gute Fahrt. War wirklich ein freundlicher, netter junger Mann. Außerdem so höflich. Alles wieder klar? Nun wach mal auf. Hier gibt's eine Waffelbäckerei. Ah, du bist wieder aufgewacht. Fahr weiter. Aber Mama, das ist doch echt hirnrissig. So habe ich meine oberblöde blaue Clubjacke zum Skifahren an. Sofort wieder zurück zum Strand. Würdet ihr endlich mal einfach da stehen bleiben, wo ihr stehen sollt? Wieso muss ich mich hier aufbauen, neben dem Schneemann? Kannst du mit mir tauschen und dich direkt neben dem Baby aufbauen. Bergluft duftet hier nämlich schon nach frisch gefüllten Windeln. am Spieß, sofort. Ach, hör auf. Hört auf, Ruhe. Ihr hört alle mit diesem dauernden Gemeckere auf. Nicht bewegen und fröhlich lächeln. Warum? Weil ich es sage, deswegen. Oh, deswegen, das ist ein guter Grund. Komm, Mama, dieser oberbeknackte Hintergrund und diese oberbeknackten Skier, das ist doch wohl ein Witz. Die fröhliche Familie, damit fängt der Witz schon an. Ich wollte eurem Vater bloß eine kleine Freude machen zu seinem Geburtstag. Wieso findet ihr das so schlimm? Tut mir leid. Nun ist mir alles klar. Ich habe hier mitbekommen, dass Sie einen ganzen Haufen Familienprobleme haben. Deshalb quälen wir uns so mit dem Foto herum. Also, wenn wir hier trotzdem noch zu einem halbwegs vernünftigen, hübschen Familienfoto kommen wollen, wäre es wohl das Beste, wenn wir uns hinsetzen und uns mal zusammen darüber aussprechen. Was haben Sie denn damit am Hut? Sehr viel sogar, weil ich nicht bloß ein voll ausgebildeter Familienfotograf bin, sondern außerdem auch noch ein voll ausgebildeter Seelendoktor für Familienprobleme. Was? Bitte sehr. Also, wer will mir seine Seele ausschütten? Sag mal, kommt der alte Schrott hoffentlich ein bisschen schneller vom Fleck? Och, wenn ich dich rausfeuere. Wir wären schon viel weiter, aber du musstest dich ja unbedingt erstmal verfahren, Die Fettbacke. Karte hast aber du gehabt. Hab ich alles nur dir zu verdanken. Ich verpasse mein Klassentreffen. Ich werde deinetwegen alle meine Freundinnen nicht wiedersehen. Quatsch, du wirst gar nichts verpassen. Ich war über 112. So 75 oder 77 vielleicht. Falsch, Sie haben gerade volle 120 drauf gehabt. Donner, hast du das eben gehört? Volle 120, nicht übel für so einen Schrotthaufen. Ich meine, vielleicht etwas zu schnell, doch viel zu langsam, wenn man bedenkt, dass es um einen ganz besonderen Notfall geht. Und der wäre? Ich fahre meine Schwiegermutter in die Klinik. In die Klapsklinik. Sie ist eine obergefährliche Irre. Ach ja? Ich finde, so gefährlich sieht Ihre Schwiegermutter gar nicht aus. Oh, du darfst den Wachtmeister nicht anschwindeln. Wir beide wissen doch, dass ich schwanger bin. Ich werde in 2-3 Stunden Drillinge bekommen. Ich krieg 3 wunderhübsche Knubbelchen. Alles Mädchen.
Ach du dicker Dino. Naja, wird sie eben hier ihre Knubbelchen bekommen. Ich meine, wenn wir jetzt nicht schnell weiterfahren. Ich fahr voraus, Sie hängen sich an. Nein, wir schaffen es doch so, danke. Wassermarsch, Herr Fahrstuhlschaffner. Wir müssen die Fleischwaffeln pflücken. Ahoi. Wir treffen uns auf dem Mars. Fahren Sie schnell los. Dino stark, Mann, als Irre bist du spitze. Nicht schlecht, wie wir den Wachtmeister angeschmiert haben. Ja, wir zwei sind ein starkes Team. Ach, mit deinen Fettmassen bist du schon ohne mich mehr als ein Team. Donner, da vorne ist ja die Ausfahrt. Hübsch dich mal schon ein bisschen auf. Dreh mal ein paar Runden um den Block. Das wird ein bisschen dauern. Es geht darum, dass du immer meckerst, wir würden keine Verantwortung übernehmen. Und dann wieder traust du uns sowas nicht mal zu. Sehr gut, du hast das Problem auf den Tisch gelegt. Danke. Fran? Naja, ich habe mich ebenso daran gewöhnt, dass ihr kleine Kinder seid. Und nun fällt es mir schwer, mich daran zu gewöhnen, dass ihr langsam erwachsen werdet. Oh, ich glaube, Fran hat in den Spiegel gesehen und dabei etwas entdeckt, was ihr überhaupt nicht gefallen will. Die verbietet immer alles. Ich darf nicht mal spät nachts Fernsehen. Machen wir mal ein Rollenspiel. Führen wir vor, wie Frans Idee mit dem Familienfoto etwas familiengerechter gewesen wäre. Charlene übernimmt die Rolle von Fran. Robbie spielt Charlene. Einverstanden. Und ich spiele die Fleischwaffel. Ja. Mann, wir haben uns so abgehetzt und nun sind wir die Ersten hier. Ach, weißt du, ich bin so furchtbar aufgeregt. Ja. Ach, wie sehe ich aus? Weißt du, so hübsch und nett, wie man's erwarten kann, wenn man bedenkt, dass du, wie wir wissen schon, Ist wirklich sehr freundlich. Vielen ja. Dank. Hallöchen und herzlich willkommen, Klassentrefflerin. Ich bin Barry Ballermüller vom Verein für Klassentreffen und Wiedersehensfeier. Und wir haben diesen großen Festabend für Sie und Ihre Mitschülerinnen auf die Beine gestellt. Und nun werde ich erst mal Ihnen und Ihrem Ehemann zu einem schönen Plätzchen verhelfen. Irrtum, er ist nicht mein Ehemann. Ah, verstehe, hab kapiert. Ich bin nicht neugierig. Was immer Sie tun, Hauptsache es macht ein bisschen Spaß. Den Namen? Ethel Phillips. Oh, ich meine Ethel Hinkelmann. Das war nämlich mein Name, bevor ich geheiratet habe. Ja. Na gut, dann wollen wir uns mal sofort die alte Klassenliste vornehmen. Hinkelmann. Ah, stopp, da haben wir sie ja. Na fein, würden Sie mal mitkommen? Da drüben suchen wir Ihr Namensschild. Dann können Sie übers kalte Buffet herfallen. Ja, wir haben auch schon Kohle, dann kommen Sie. Hier. Warum steht da bloß mein Namensschild? Wo sind die von meinen Freundinnen? Da werden wir gleich mal nachsehen. In Ordnung. Da haben wir es ja. Da haben wir es ja. Aha. Sind alle gestorben? Ja, nach meinem Gästebuch sind Sie die einzige Überlebende der Abschlussklasse vom Jahrgang 62. Sehen Sie es mal positiv. Am Buffet gibt's kein Gedrängel. Aber was ist mit meinen Freundinnen Dorothea, Blanche und Rosi? Sie waren meine besten Freundinnen. Wir wollten zusammenziehen. Aber lassen Sie deswegen den Kopf nicht hängen. Wir wollen uns davon doch wohl nicht die fröhliche Feier verderben lassen. Na los, Ihr Klassentreffen kurbeln wir jetzt mal kräftig an. Das wäre doch gelacht. Nicht zu fassen, ich kann's einfach nicht glauben. Was mache ich bloß? Ich bin ganz allein auf der Welt. Hör mal, Ethel. Das mit deinen Freundinnen tut mir sehr leid. Sag mal, soll ich dir vielleicht irgendwas zu trinken holen? Nein, bring mich nur nach Hause. Also Leute, wir kommen zur Preisverleihung. Die Mitschülerin, die den weitesten Anreiseweg gehabt hat, Ethel Hinkelmann. Ich bitte um einen freundlichen Applaus. Die Mitschülerin, die als erste hier ankam, Ethel Hinkelmann. Und wer hat am meisten zugenommen? Ethel Hinkelmann. Und wer hat... Bin ne lila Strippe um den Eichenbaum. Ich war 12, ja, wegzack bin ich noch. Dein Traum. Na fein, fantastisch. Nun wird es klappen. Alles hierher sehen. So.
Lasst Freude aufkommen. Zeigt mir mal ein fröhliches Lächeln. Wir sind da. Wieso kommt ihr denn so schnell wieder zurück? Naja, auf dem Klassentreffen haben reichlich viel gefehlt. Das heißt, eigentlich haben alle gefehlt. Ren, sag mal, was treibt ihr denn hier? Ach, das sollte eine Überraschung zu Earls Geburtstag werden. Ja. Wir wollten dir ein Foto von deiner ganzen Familie schenken. Hallo, wie geht's denn so? Was? Meiner ganzen Familie? Das ist aber kein Bild von meiner ganzen Familie. Denn ein Mitglied meiner Familie, das mir mächtig oberwichtig ist, fehlt auf diesem Familienbild. Ja, na, Tante Pearl bestimmt nicht. Die ist unterwegs. Ich meine nicht Tante Pearl. Und mehr Verwandte haben wir nicht. Und Opa Louis ist gestorben. Haustier haben wir auch nicht. Vielleicht meint er den Fernseher. Nein, mich! Er hat mich damit Ja. gemeint, ihr Torfköpfe. Stimmt, ich bin ein wichtiges Familienmitglied. Er liebt mich kaum zu glauben. Stimmt's, Fettbacke? Fettbacke, was soll das? Jetzt sind wir beide Freunde. Ich versuche nett zu dir zu sein. Du willst nett zu mir sein? Dann halt Ja. still. Doch! Dir eins zu verpassen ist die einzige Freude, die ich noch in meinem Leben habe. Das bisschen Vergnügen wirst du einer alten Frau doch wohl nicht nehmen. Ach, ich glaub mich drin ein Mammut. Schön, ich kann's nicht fassen, dass ihr zwei euch so gut vertragen. Oh ja, da wird einem so richtig warm ums Herz. Aua! Machen Sie schnell das Foto, das halte ich nicht aus. Ganz dicht zusammen. Ja, in Ordnung, aufgepasst und schön lächeln. Sie auch, Oma, sagen Sie Kekse. Kekse. Ja. Jetzt habe ich ein paar gebrochene Schuppen. Donner. Nun muss ich wirklich lachen, Fettbacke. Ist doch nicht wahr? Mann, der liegt ja wieder rum und pennt. Seit 3 Tagen immer das Gleiche. Der ist in der letzten Zeit ganz schön abgeschlafft, zu viel geackert. Quatsch, ich bin auch abgeschlafft vom Ackern, aber ich hau mich doch nicht einfach zum Pennen in den Wald. Meinst du, wir sollten ihn aufwecken? Wieso denn? Wir sind hier nicht als Wecker eingestellt. Wir sind Baumschubser. Lassen wir Ja. ruhig weiter pennen. Sind Sie der schlafende Dino? Nein, aber fragen Sie doch den da. Danke. Überall kippen Dinos vor Erschöpfung einfach um und pennen weg. Oh. Was wirklich nicht woran das liegt. Ist reichlich seltsam. Ja, und ich renne rum und verteile Pausenzettel. Da wird die unerlaubte Pause notiert und der darf Überstunden schieben. Was soll's? Ist nicht mein Problem. Naja, so ist das Leben. Ha! Wissen Sie, vielleicht ist das ja eine oberblöde Idee. Aber vielleicht pennen so viele Baumschubser bei der Arbeit ein, weil die immer voll bis zum Umfallen durchackern. Vielleicht brauchen sie bloß einfach mal eine lange Pause, um sich auszuruhen. Aber wir haben doch eine lange Pause, die heißt Mittagspause. Nein, nein, die muss länger sein als die Mittagspause. Den ganzen Tag lang? Nein, viel länger als einen Tag lang, damit man mal richtig die Müdigkeit los wird. 2 Tage? Viel länger. Dann 6 Monate? Etwas kürzer. 2 Wochen? Nein. Oder doch? Ja, 2 Wochen, finde ich. Also, Sie meinen, Sie brauchen jedes Jahr 2 Wochen Pause, um sich mal richtig auszuruhen und Kraft aufzutanken? Das ist gesund und wirkt sich auf den Arbeitseifer aus. Außerdem könnte man so vielleicht die wirtschaftlichen Probleme aus der Welt schaffen. Ja, das meine ich. Sie hatten recht, ist eine oberblöde Idee. Ja, Hier, genau. nehmen Sie schon mal einen Pausenzettel, dann geht's bei Ihnen ein bisschen schneller. Heißen Dank. Schon gut. Bin da, wer noch? Ich sitze am Tisch, ich warte auf mein Abendessen, aber hier ist kein Abendessen. Hier ist dein Abendessen, Na, Earl. das wurde ja auch allmählich Zeit. Ich mache einen Flugsaurier. Wo willst du denn hin? Treff mich mit ein paar Freunden. Also bis dann. Willst du gar kein Abendessen? Doch. Danke. Macht's gut. Was sagt Donner! man dazu? Wir verbringen kaum noch Zeit mit Robbie. Er geht immer weg. Ja, ich habe keine Probleme damit. Das ist ja der Ausgleich für uns Eltern. Die lieben Kleinen hängen einem nicht mehr an den Schuppen, wenn sie mal groß sind. Ja. Hallo, hab mich verspätet. Hallo, Charlene. Wusste nicht, dass du weg warst. Nun weißt du's. Das Essen sieht appetitlich aus. Schade. Ich habe unterwegs schon gegessen. Bis dann. Lalalala. Ist doch nicht wahr. Hör mal, unsere Familie ist dabei, auseinanderzubrechen. Wir könnten ebenso gut Fremde sein, die zufällig im selben Haus Na wohnen. und? Das Abendessen war doch immer die einzige Stunde, in der wir uns alle die Neuigkeiten vom Tag erzählt haben. Stimmt gar nicht, Fran. Zum Abendessen brauchen wir doch nie eine Stunde. Naja,
Aber du freust dich doch wenigstens aufs Abendessen mit Mami, oder? Hab schon gegessen. Hast ohne Mami gegessen? Was hast du gegessen? Wird dir bestimmt nicht gefallen. Du hast doch nicht wieder ein Stuhlbein angeknabbert? Wäre möglich. Oh. Siehst du, darum brauchen wir kein Haustier. Wir unterbrechen jetzt Ihr Abendessen mit einer DNN-Sondersendung. Mit Sofortmaßnahmen reagiert Pangeas Ältestenrat auf die Welle erschöpfter Dinos am Arbeitsplatz. Man beschloss, das Arbeitsrecht abzuändern. Ab sofort haben alle arbeitenden Dinos das verbriefte Recht auf eine arbeitsfreie Zeit, in der sie sich mal richtig entspannen können. Diese Zeit heißt Urlaub. Hör dir das an? Es gibt Hoffnung für alle, die wegen übertriebener Forderungen ihrer Chefs hoffnungslos überarbeitet sind. Ab jetzt können sie sich in jedem Jahr 2 Wochen ausgiebig von der Arbeit erholen. Oh, fantastisch. Ich mach Urlaub. Na sowas, volle 2 Wochen ist eine ziemlich lange Zeit. Hast du vielleicht eine Idee, was wir in diesen 2 Wochen machen sollen? Hallo, liebe Freunde. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was ihr mit eurer Freizeit im Urlaub anfangen wollt? Nein? Wie wär's denn mit 2 Wochen familiärer Entspannung in absolut friedlicher Umgebung? Wenn ihr die Nerven aufpolieren wollt, dann kommt her in Papa Valdinos rustikal gemütliches Feriendorf am Rande des Sumpfes. Hier erlebt ihr Bio-Natur pur. Das wär's. So müssen wir unsere 2 Wochen Urlaub verbringen. Ja, stimmt. 2 Wochen vor dem Flimmerkasten und ich bin wieder wie neu. Nein, wir fahren in Papa Valdinos Feriendorf am Sumpfufer. Da können wir endlich mal so richtig ausspannen. Da gibt's pure Natur, soweit das Auge reicht. Vor allem kein Fernseher. Und dann können wir auch mal wieder zusammen sein wie eine richtige Familie. Fren, ich weiß nicht, ob so entspannt ist, wenn wir 2 Wochen ohne Fernseher sind. Vielleicht gibt's dann gerade wieder eine Sondersendung und wir kriegen nicht mit, was live. Wir fahren ins Feriendorf am Sumpfufer, klar? Und zwar die ganze Familie. Genau. Also, meine Herren, ich nehme an, Sie werden bestimmt von der albernen Idee mit dem Urlaub gehört haben. Ja, genau, Wir von der Treufuß wollen, dass die Mitarbeiter was von ihrem 2 Wochen Urlaub haben. Deshalb haben wir uns was ganz besonders Ausgefallenes einfallen lassen. Donner, das sieht ja mächtig gut aus. Ich könnte glatt meine 2 Wochen damit verbringen, mir das Bild anzusehen. Ich will sogar 3 Wochen aushalten. Schluss mit dem Gelaber! Ich erklär's nur einmal, kapiert? Also sperrt mal die Lauscher auf. Auf dem Bild sieht man Treufußland, unseren Freizeit- und Vergnügungspark. Was ist ein Freizeit- und Vergnügungspark? Das ist ein wunderprächtiges Plätzchen, wo ihr Mitarbeiter von Treufuß in Zukunft eure 2 Wochen Urlaub verbringen werdet. Für einen Spottpreis. Von morgens bis abends spannende Unterhaltung, Spaß für die ganze Familie, für junge und jung gebliebene Dinos. Und auch für so ein paar fette, faule Dumpfdinos wie ihr. Klasse. Eins kapiere ich nicht. Der Urlaub wurde doch gestern erst erfunden, Chef. Wie haben Sie es bloß geschafft, so einen spitzenmäßigen, zeitfreien Begnügungspark für die ganze Familie von einem Tag auf den nächsten aus dem Boden zu stampfen? Tja, für die Treufuß ist nichts unmöglich. Man muss bloß ein paar brauchbare Ideen auf der Pfanne haben. Außerdem kann man ja auch die Bauvorschriften ein bisschen fantasievoll umschiffen. Ach so, wenn das so ist, dann bin ich dabei. Melden Sie mich an, Chef. Sinclair. Also, Chef, das klingt ja wirklich toll. Aber meine Frau will unbedingt, dass die gesamte Familie in ein Feriendorf am Sumpfufer fährt. Selber schuld, wenn Ihnen Treufußland vollkommen Wurst ist, aber Sie wissen nicht, was Ihnen durch die Lappen geht. Unser einmaliger Freizeitpark so gewaltig, so vollgestopft mit super Unterhaltung bis zum geht nicht mehr, dass Sie bestimmt 2 Wochen lang Ihre Kinder nicht einmal zu sehen bekommen. Oh, Chef, das ist schon immer ein Traum von mir gewesen. Aber meine Frau ist nun mal wild auf diesen Albtraum von Ferien am Rande des oberblöden Sumpfes. Hab das dumpfe Gefühl, sie lässt sich das nicht mehr ausreden. Tja, Sie werden das wohl kaum schaffen, Sinclair, aber zum Glück haben Sie ja immer noch Ihren jüngsten aufgeweckten Sprössling, das liebe Baby. Ich kann mir denken, Ihr Wonneknubbel hat genug Überzeugungskraft, wenn er mal was erreichen will. Ja, er hat recht. Zeigen Sie ihm doch einfach diesen Hochglanzprospekt von Treufußland. Auf dem bunten Lageplan, da sind alle Spielzeugläden und Fleischwaffelbuden ampelrot umrandet. Zeigen Sie ihm den mal und die Natur nimmt ihren Lauf. Ich will sofort zum Treufußland. Ich will sofort zum Treufußland. Ich will sofort zum Treufußland. Liebling, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Ich verspreche dir, wir werden ins Treufußland fahren. Aber erst nächstes Jahr. In diesem Jahr fahren wir erstmal zum... Ich weiß ganz genau, warum du das machst, aber du kannst so lange brüllen, wie du willst. Mich kriegst du damit überhaupt nicht weich. Nein. Zum Treufußland, zum Treufußland. Zum Treufußland, zum Treufußland, zum Treufußland. Guck mal, da ist es doch schon. Hör endlich auf zu brüllen. Da, guck hin, da ist doch dein geliebtes Treufußland. Du hast gekriegt, was du wolltest. Bist du nun zufrieden? Bist du nun zufrieden? Ja, bin zufrieden, Mama. Tja, ist doch alles gelaufen wie am Schnürchen. Ja, ich weiß, wo er diese Broschüre her hat. Du hast diese ganze Sache eingefädelt und ich bin nur hier, weil ich keine Wahl habe.
Wie soll ich denn unsere Familie zusammenhalten, wenn du mir immer zu Steine in den Weg legst, Earl? Fran, hast du dir mal überlegt, ob die Familie überhaupt zusammen sein will? Vielleicht sind wir ja alle ganz froh, wenn wir nicht allzu viel von den kleinen Freuden und Problemen der anderen mitkriegen. Oh nein, mein Lieber, so leicht gebe ich nicht auf. Wenn wir schon unsere Ferien in diesem Treufußland verbringen müssen, dann sorge ich dafür, dass wir es als richtige Familie tun. Na gut, von mir aus. Also, Kinder, wenn wir uns mal verlieren, dann seht zu, wie ihr allein wieder nach Hause kommt. Oh. Willkommen, Mädchen und Jungs, Mütter und Väter. Ich bin Dino Mu, die Bargeldkuh. Und es ist wirklich klasse, euch hier zu sehen. Du brauchst keine Angst zu haben, mein kleiner Wonneknubbel. Ich bin Dino Mu, die Bargeldkuh. Sie ist das Plüschtier vom Treufußland und soll den Urlauber Nicole aus der Tasche ziehen. Ich bin so plüschig. Weg mit der Kuh, weg mit der Kuh. Erstmal gehen Sie zur Kassenbude, da bezahlen Sie den Eintritt für alle und dann kann der Spaß sofort losgehen. Tag, ich möchte den 2 Wochen Luxuspauschalurlaub für Angestellte mit Familien haben. Gut, dann kriegen Sie einen 1%igen Firmenrabatt auf alles, was Sie hier machen. Na klasse, und wie viel kriegen Sie dann noch? Halt, nicht so hastig, mein Bester. Erstmal müssen Sie Ihr Geld umtauschen. Wir haben hier eine eigene Währung, die lustige bunte Mu-Mark. Damit können Sie überall hier im Park einkaufen. Die gilt aber nicht für Fleischkringel, Dinolade, Spielsachen und Heftpflaster. Der Spaß geht ja schon an der Kasse los. Alles klar. Die Billets für Sie und Ihre Familie. Und ich bekomme jetzt von Ihnen genau 2000 Mu-Mark, mein Bester. Ach du liebe Zeit, das ist ja eine Riesensumme. Ren, reg dich nicht auf. Du hast gehört, das ist überhaupt kein echtes Geld. Sehen Sie? Voll reingefallen. Kommen Sie aber mal schnell rein. Da geht's lang. Komm. Und jetzt werden Sie staunen. Mann, das ist ja wie im Märchen. Das ist ein Plakat. Und wo ist der richtige Park? Da drüben haben wir ja unseren Prachtpark. Eine bunte Welt voller Vergnügen und Freude. Ich habe gehört, dass hier nachts dinomäßig was los ist. Ich will lieber sofort ins Sumpfdorf. Sumpfdorf. Na, habe ich euch zu viel versprochen? Die gemütlichste Hütte im Treufußland. Dieses Kuhmuster ist ja voll ätzend, findet ihr nicht? Ja, ist die Bude nicht ein bisschen klein für uns alle? Ach was? Sieht bloß so aus, weil überall im Zimmer so viele nette kleine Sachen verteilt sind. Ja? Na, Donner, Mann, seht euch mal den Kühlschrank an. Schickes Kuhmuster, was? Keine Mu. 5 Dino-Mark. 6 Dino-Mark. 7 Dino-Mark. Ist doch nicht wahr? 8 Dino. Keiner fasst mir diesen Kühlschrank hier an. Ich glaube, wir haben wohl die Abenteuerhütte erwischt. Sogar das Schlafen wird hier zum Abenteuer. Nicht wissen, was das für ein Abenteuer ist. Nach einer Weile geht einem das bestimmt voll auf die Nerven. Hey, die haben uns hier ein Münztelefon reingestellt. 20 Dino-Pfennig. Ja, du dicker Dino, leg sofort auf. Aber was ist denn? Fass mir ja nicht das Münztelefon an. Hier im Bad ist sogar ein Münzklo. Wir müssen hier wirklich für alles bezahlen. Ja, kann sein, aber nicht für das Wichtigste. Und nun seid mal alle still. Der Urlaub wird erst richtig schön, wenn ich 2 Sachen hab. Eine Flimmerkiste und eine Fernbedienung. So. Da bin ich. Willkommen bei uns im Treufußland. Hier kann sich jeder Urlauber von morgens bis abends prächtig amüsieren, weil wir es nämlich so wollen. Ha! Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dem Treufußland-Fernsehen. Wir bringen rund um die Uhr auf 24 Kanälen Treufuß-Familienprogramme. Hier sehen Sie mich auf Kanal 1. Jetzt begrüße ich Sie auf Kanal 2. Wir geben Tipps, wie Sie das Urlaubsgeld am besten loswerden. Kaufen Sie die Treufußland-Pracht-Souvenirs. Denn wer vergisst schon seinen Firmentraumurlaub im Treufußland? Wenn er sich ein Hemd mit nach Hause nimmt, auf dem steht... ich kann meine Trip ins Treufußland nicht vergessen. Einmalig. Auf dem 3. Treufußkanal erfahren Sie alles, was Sie über unsere Hotels und Ferienwohnungen Ist doch nicht wahr. Beachten Sie, dass Duschhauben, Seife, Waschlappen, Zimmerschlüssel sowie Bettbezüge gegen einen winzigen Aufpreis gemietet werden können. Ui, ui. Nicht immer umschalten! Donner, lassen wir den Fernseher lieber aus. Ganz meine Meinung. Wir sind nicht zum Fernsehen hier, sondern weil wir zusammen was unternehmen wollen. Ja, machen wir was zusammen. Stürzen wir uns voll in dieses einmalige Wunderland des Urlaubs und lassen wir Freude aufkommen, bis die Schuppen scheppern. Wenn wir uns dabei ganz zufällig mal aus den Augen verlieren, umso besser. Hab absolut nichts dagegen. Rennt die oberblöde Kuh da immer noch rum? Ach, Liebling, du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Ist doch bloß ein Dino im Kuhkostüm, weißt du? Genau. So, amüsiert euch ihr 2. Guckt zwischendurch mal auf die Uhr. Wir treffen uns genau an diesem Platz wieder in 2 Wochen. Schade. Und ich dachte, hier gibt's vielleicht was Interessantes, was wir zusammen machen können, wie eine richtige Familie. Ja, das wäre dann sowas wie eine Rundfahrt durchs Langweilerland voll ätzend. Viel Spaß, Mama. Ja, bis dann. Bis dann, Kinder. Bis dann. Hey,
Roy! Guck mal, da ist Roy! Hallo, Roy, mein Freund! Hallöchen! Hallo, Seit wann bist du denn hier? Bin gestern angekommen. Klasse. Also ich finde, dieser Urlaubspark ist der absolute Oberspaß für die ganze Dino-Familie. Klar. Was hast du bis jetzt so alles gemacht? Ich habe Schlange gestanden. Roy, sag mal, hast du was dagegen, wenn wir mitmachen? Überhaupt nicht, ist mir ein Fest. Vielen lieben Dank. Und wofür stehst du denn hier, Schlange? Das weiß ich auch nicht genau, aber es muss was mächtig Tolles sein. Sieht man, wie lang die Wartezeit ist. Wäre es nicht besser, erst mal nachzusehen, worauf wir hier warten? Ich rühre mich nicht vom Fleck, sonst verliere ich meinen Platz in der Schlange. Genau. Guckt mal, da läuft ja auch ein Flimmerkasten. Ich grüße. Jetzt erzähle ich Ihnen mal was über die unglaublich vielen Freizeitangebote, die Sie im Treufußland erwarten. Also, werfen Sie unbedingt einen Blick in das Land, das in 12 Jahren vielleicht fertig sein wird. Dieser Traum ist Zukunftsmusik, wir bauen noch daran. Solange es immer noch Dinos mit blühender Fantasie gibt und die lieben Kleinen bestimmen, was die Eltern mit ihrem Geld zu machen haben, wird Treufußland immer weiter wachsen, bis ganz Pangea Treufußland ist, klar? Oh, stark. Sagen Sie mal, stimmt irgendwas nicht? Soll diese alberne Teetasse nicht rumtrudeln? Ach so, ja, Augenblick, geht gleich los. Sie sind doch nicht schwanger, oder? Gut, also los, dann wollen wir mal. Endlich. Sie dürfen die Hände nicht auf den Rand legen und lehnen Sie sich bloß nicht raus. Na, wird Ihnen schon schwindelig? Earl, ich habe mich mal umgehört. Da habe ich erfahren, dass das hier bloß die Schlange für den Kinderwagenverleih ist. Das müssen ja Ober-Super-Kinderwagen sein, wenn die Schlange so lang ist. Aber Earl, wir haben doch schon einen Kinderwagen. Hab mächtig Kohldampf. Will auch so eine Mütze haben wie Onkel Roy. Ihr habt Ja, ja die ist gehört, so das kleinsam. Baby hat Hunger. Ich muss schnell was zu essen auftreiben. Wie du willst. Aber glaub nicht, dass ich dir einen Platz frei halte. Genau, und Vordrängeln gilt nicht. Bis bald. Eis am Stiel? Ist das alles, was Sie hier haben? Klar, die letzte Tüte mit kalter Luft habe ich gerade verkauft. Gib her, gib her. Na schön, meinetwegen. Wir nehmen ein Eis am Stiel. Gib. Ich fürchte fast, das Eis am Stiel ist leider schon etwas warm. Aha, das heißt also, Sie haben hier nichts weiter als... Stiele ohne Eis. Will ich haben, gib mal hier. So, da hast du deinen Stiel ohne Eis. Das macht dann 6 Dino-Mark. Was? Und bloß keine Mu-Mark, die nehme ich nicht. Will normal sowas haben. Wenn du Mut genug hast für Willi Windigs wilde Rakete, bitte, dann steig mal ein in die Raumkapsel. Du bist der Pilot, oder wie man das nennt. Klar, gebongt. Na fein, schnall dich gut an und lehn dich während des Fluges nicht raus, verstanden? Also gut, dann kann's ja losgehen. Mach dich bereit für ein einmalig prickelndes Abenteuer. 3, 2, 1 und Start! Brumm, bum, brumm, bum, quietsch. Was willst du denn damit? Hab 9 Stunden dafür Schlange gestanden und will ich mich damit auch amüsieren. Und ich bin gewaltig hungrig und müde. Ich finde, wir sollten allmählich mal nach Hause gehen. Du bist gewaltig hungrig und müde, ist doch nicht wahr? Seit wir in Treufußland sind, hast du immer was zu meckern. Denk doch zur Abwechslung mal an die Kinder. Die amüsieren sich hier sauriermäßig, stimmt's, Kinder? Langweilig. Voll daneben. Doppelt voll daneben. Aber nach einem Tag kann man sowas noch nicht sagen. Wartet doch mal ab. Hier gibt's tonnenweise Spiele und einen Haufen Abwechslung für die ganze Familie. Und was zum Beispiel? Na, zum Beispiel hätten wir da... Warte. Ist meins. Habt ihr denn schon Dinomus mächtige Milchmelkmaschine bestaunt? Lies es dir nochmal genau durch. Die wird ja erst noch gebaut. So ist es. Gut, dann nehmen wir was anderes. Was ist mit den Piraten im Buttermilchsee? Da kann man hin, die sind nämlich schon fertig. Wegen Reparatur geschlossen. Oh. Macht nichts. Wie wär's dann mit der fantastischen Achterbahnfahrt durch die 4 Kuhmägen? Oder was haltet ihr von dem Innenleben einer Milchkanne oder der Weide der wilden Wiederkäuer? Das gibt's alles überhaupt nicht. Oh. Na gut, dann stimmt eben nicht alles, was die in diesem Werbewisch versprechen. Aber ist trotzdem ein klasse Urlaub. Ach Wir ja? tanken naturfrische Luft. Und ich habe so viel Mu-Mark, dass ich eine ganze Kuhherde kaufen kann. Und wenn Babys Kinderwagen kaputt geht, haben wir eine oberpraktische Ersatzkarre. Es wird Zeit, dass wir nach Hause gehen. Gut überredet. Oh Mann. Hallo, lange nicht gesehen.
Wenn ich bitte um Pardon bitten darf. Wir haben uns in Ihrem Freizeitpark sauriermäßig amüsiert und wenn wir das nächste Mal Urlaub machen, fahren wir bestimmt wieder ins Treufußland. Aber jetzt wollen wir wieder nach Hause, bevor wir völlig durchdrehen. Ich verstehe. Gut, dann bezahlen Sie eben den Rest von Ihrem 2 Wochen Urlaubspaket und schon können Sie abdampfen. Na, hören Sie mal, wir waren doch bloß einen Tag hier. Ist ein Pauschalurlaub. Haben Sie es immer noch nicht kapiert? Vielleicht verstehen Sie es ein bisschen leichter, wenn Ihnen das unser patentiertes, unverkäufliches Treufußland-Maskottchen beibringt. Hallo, Freunde. Drückt mal der Schuh, sag ich nur Mu. Wir wollen wieder abdampfen. Ja. Genau. So ist es. Hören Sie mal, Sie schlauen Dino. 2 Wochen Pauschalurlaub, das heißt, Sie bleiben 2 Wochen in Treufußland und löhnen jeden Tag reichlich Kohle. Alles klar? Und das ist kein Mu-Witz. Ist doch nicht wahr. Wollen Sie uns etwa zwingen, hier zu bleiben? Wohl die Treufußlandwache. Oh, Dino Mu kann nichts dafür. Ist nur eine Studentin, die hier einen Ferienjob macht. Hört nicht auf die dümmliche Kuhfrau. Wir gehen. Abmarsch. Wiedersehen. Hey, was soll das? Was Sie geblieben? Sie dürfen Treufußland erst wieder verlassen, wenn Sie sich für Ihr ganzes Geld amüsiert haben. Treten Sie vom Tor zurück. Mann, hier gibt's ja gar keine Schlange. Das ist kein Spielangebot. Das ist kein Spielangebot. Das ist kein Spielangebot. Schade. Na. Zwei, 3. Das geht mir auf die Schuppen. Das halte ich keine 13 Tage mehr durch. Will noch mal Stielen mit ohne Eis haben. Na, hören ja die Tropfsteinhöhlen auf zu tropfen. Hätte ich doch wissen müssen, ist das Treufußland mit Freizeitspaß am laufenden Meter nicht das Richtige für einen Familienurlaub? Ach, Fran, du hattest ja wieder mal so recht. Mach dir nichts draus, Liebling. Ich glaube, ich habe eine Idee. Klar, wir knacken heimlich das Tor und machen einen Flugsaurier. Ich kann ja ein paar Bettlaken zusammenknoten. Daraus könnten wir uns auch einen riesen Fallschirm basteln. Will mich durchgraben. Wer macht mit? Nein, wir werden unseren Urlaub hier verbringen. Ihr habt's ja vorhin gehört. Wir müssen uns für unser Geld amüsieren, dann amüsieren wir uns eben so lange, bis die 13 Tage rum sind. Ist gut. Aber wir amüsieren uns, wie es uns passt. In den nächsten 13 Tagen bleiben wir in der Hütte und machen zusammen Urlaub, so wie wir es im Papa Valdinos Feriendorf getan hätten. Hör mal, ich finde, das ist nicht gerade ein toller Einfall. Hält ja der stärkste Saurier nicht aus. Mach's nicht gleich wieder mies, wird gar nicht so schlimm werden. Na. Wenn wir uns alle ein bisschen Mühe geben, wird das ein richtig gemütlicher Urlaub. Warst du früher Managerin im Ferienclub? Uns fällt bestimmt wahnsinnig viel ein, was uns allen Spaß macht. Wir können uns Witze und spannende Geschichten erzählen. Und wenn wir noch eine Taschenlampe auftreiben, können wir Schattenspiele an der Wand machen. Ist doch nicht wahr. Vielleicht soll ich mich lieber im Kühlschrank verstecken. Klasse Idee, das mache ich auch. Und jetzt fangen wir mit dem ersten Spiel an. Jeder guckt sich mal hier im Zimmer um. Vielleicht finden wir hier irgendwas, womit wir spielen können. Oh, hier haben wir einen Flaschenverschluss. Und ich habe hier einen Bindfaden. Hab einen abgebissenen, schimmeligen Apfel. Und ich habe meinen Kinderwagen. Fantastisch. Dann können wir ja anfangen. Ich kenne ein spannendes Spiel, bei dem man genau diese Sachen braucht. So, und ab geht's. Halt bloß auf, mach keinen Mist. Ja. Na mach schon. Hier bin ich, 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 hier. Ja. Du bist dran. Mach mal ein Pferd, Fran. Zeig uns mal, wie das geht. Gut, wenn ihr wollt, ich mach euch ein Pferd. Ich krieg mich nicht mehr ein, Mann. Dieser Urlaub ist ein echter Brüller. Wir singen, spielen, erzählen uns Geschichten und können endlich mal richtig über alles quatschen. Ach, Kinder, ich fühle mich wie ausgewechselt. Jetzt werde ich doppelt so viele Bäume umschubsen wie vor dem Urlaub. Richfield wird Augen machen. Und Ja, wisst ihr was? Ich hätte niemals gedacht, dass ich mich mit der Familie so dinomäßig amüsieren kann. Ich habe ja gewusst, dass so ein Familienurlaub bestimmt nicht langweilig wird. Wenn wir das hier nicht erlebt hätten, hättet ihr mir das nie geglaubt. Will noch viel, viel mehr Urlaub machen. klar, Ich du, auch. Papa, wollen wir nicht im nächsten Jahr wieder ins Treufußland fahren? Gut, ich habe Die nächste Stunde Licht, bitte 3 Dino-Mark einwerfen. Hat einer von euch noch ein bisschen Kleingeld übrig? Ich meine Muma. Die Teigleite. Ist doch nicht wahr.